Guten Abend miteinander. Es ist Zeit für einen kurzen Livestream. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Und ich möchte heute über unsere nächste Lektion reden. Morgen am Abend am 8. Uhr, unsere Schweizerdeutsch-Lektion. Und zwar geht es ums Kochen. Wir haben heute im Garten Beerenlet. Wir haben Beeren gepflückt. Wir haben Himbeere und wir haben Brombeere. Dieses Jahr haben wir ganz viele Brombeere. Und jetzt haben wir eine gute Konfit gemacht. Ganz eine gute. Es ist immer noch heiß, also ich muss schauen, dass ich meine Hände nicht verbrenne. Und die Konfit ist 100% selber gemacht aus dem eigenen Garten. Machst du auch so etwas? Tust du auch selber für dich Vorrat machen, für deine Familie im Winter, aus Früchten und Gemüse, die du im Sommer kannst im Garten abpflanzen? Was machst du? Also morgen haben wir eine Geschichte von einem jungen Mann, der den ersten Arbeitstag hat in einer Grossküche und er muss ganz viele Sachen machen. Alle sagen ihm, was er machen muss. Also wir haben viel Befehl, viel Imperativ. Geh, mach das, tu das schälen, tu die Suppe würzen und so weiter. Und dann reden wir zusammen auch über das Kochen. Tust du gerne kochen? Tust du gerne mit anderen zusammen kochen? Was sind deine Spezialitäten? Und so weiter. Und dann haben wir zuerst 30 Minuten Livestream und nachher haben wir 30 Minuten so ein Zoom-Treffen. Und in diesem Treffen reden wir zusammen und zusammen vielleicht Rezepte austauschen oder Tipps geben, was man machen muss, dass etwas gut kommt. Letzte Woche haben wir zum Beispiel einen Italiener bei uns zu Gast gehabt, der für uns richtige italienische Pizza gemacht hat. Also nicht, er hat einmal in der Pizzeria gearbeitet und hat viel Erfahrung. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so gute Pizza gegessen. Ja, vielleicht auch schon, aber es ist wirklich eine der besten Pizza, die ich je gegessen habe. Jetzt hat er uns Tipps und Tricks gegeben, was man machen muss. Er hat gesagt, zum Beispiel, wenn man mehr Salz in den Teig tut, dann tut es den Teig besser binden. Oder er hat gesagt, dass man, wie man die muss vorbereiten, die Teig, wie lang, dass man sie besser ganz lang aufgehen, dass sie luftiger werden und so weiter. Also wir haben jetzt viele Tipps und Tricks gelernt, was man machen kann, dass es eine ganz gute Pizza gibt und eben was für verschiedene Sachen man drauf tun kann. Die Italiener sind sehr, sehr kreativ. Also, aber die beste Pizza war vielleicht die Margherita mit ein bisschen Pilzli und Peperoni und so. Das ist, glaube ich, die ich am liebsten habe. Oder die mit viel Gemüse. Also, ich habe ein bisschen über das Kochen geredet. Morgen gibt es die Geschichte und wir reden mehr über das Kochen reden. Du kannst auf unseren Link gehen und dich gratis einschreiben für unseren Kurs. Unser VIP-Schweizerdeutsch-Kurs ist immer am Montag, am Abend, am 8. Uhr, immer mit einer neuen Geschichte. Und ja, da schreibt Olivia. Hallo Olivia, du hast gerne Pizza und kannst du gute Pizza machen oder gehst du lieber in die Pizzeria Pizza essen? Ja, und in diesem Kurs tun wir genau, in diesem Kurs reden wir zusammen reden. Im zweiten Teil, eine halbe Stunde, sind wir online miteinander und können dann über alles reden. Das ist unsere Konfi. Die ist auch gut. Wir haben das selber gemacht, genau. Also ich habe die Beere gepflückt und mein Mann hat die Konfi gemacht. Das ist ein Teamwork.
Und jetzt tun wir sie dann die ganze Familie zusammen essen. Vielleicht noch nicht gerade heute und morgen, aber sie ist gut eingemacht, also wir können sie auch aufbewahren, ein paar Monate aufbewahren und im Winter zum Beispiel essen. Tust du auch Konfi machen, Olivia? Tust du auch Sachen einmachen? Das ist ein Einmachglas und dort kann man Sachen einmachen. Man kann auch Gemüse einmachen, nicht nur Konfi. Und dann dass man das dann im Winter essen kann. Also man kann Gurken einmachen oder man kann Peperoni einmachen oder es gibt ganz viele Sachen, die man einmachen kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Gemüse eingefrieren. Man tut es eingefrieren und dann, wenn man nichts daheim hat oder so, im Winter, wenn es weniger frisches Gemüse gibt, dann kann man zum Beispiel Bohnen aus der Gefriere nehmen oder Brokkoli oder Blumenkohl. Also tust du Vorräte machen für den Winter im Sommer. Darüber können wir auch reden, morgen am Abend am 8 Uhr. Das ist lecker, das ist ganz fein, ja. Du machst auch gerne Konfi. Wie viel Zucker gibst du drin? Auf 1 Kilo Früchte, wie viel Zucker tust du in deine Konfi? Ja. Du hast gerne Himbeere-Konfi. Das ist Himbeere-Brombeere-Konfi. Also Brombeere sind die schwarzen, Himbeere sind die roten. Himbeere hat es ein bisschen weniger drin, am meisten Brombeere hat es mehr. Und dann noch auf ein halbes Kilo Beere ein halbes Kilo Äpfel. Du gibst für 1 Kilo Früchte gibst du ungefähr 400 Gramm Zucker, so dass es schön haltbar bleibt, aber nicht so zu viel ist. Früher, ich glaube, mein Vater hat damals noch Konfi gemacht, wo wir auf 1 Kilo Früchte 1 Kilo Zucker gegeben hat. Aber das ist schon ein bisschen süß. Ich glaube, ganz so viel Zucker braucht es nicht. Auf jeden Fall, unsere Konfi machen wir auch mit weniger Zucker und eigentlich haben sie gut. Sie gehen nicht kaputt. Gut, also du kannst im Link auf Swiss German Online da unten kannst schauen. swissgermanonline.com kannst du dich einschreiben für unseren VIP Schweizerdeutsch Kurs und dann kannst du morgen am Abend gratis dabei sein. Du kannst den ganzen Monat lang gratis mitmachen und schauen, ob das etwas für dich ist, mit diesen Geschichten, mit anderen zusammen Schweizerdeutsch zu lernen. Vielleicht hast du ja Freude daran. Und nach einem Monat ist es dann 45 Franken pro Monat. Da hat noch jemand anderes geschrieben. Good evening. Du zügelst auf Lörrach. Genau, das ist ganz an der Grenze bei Basel, ja. Also, das ist natürlich in der Schweiz, ist in jedem Kanton ein bisschen ein anderes Dialekt. Und in Basel redet man Baseldeutsch. Mein Schweizerdeutsch ist nicht Baseldeutsch, aber ich denke, wenn du mein Schweizerdeutsch lernst und verstehst, dann nachher kannst du Baseldeutsch auch besser verstehen. Aber ich unterrichte kein Basel-Dialekt. Ich verstehe ihn gut, aber ja, ich kann nicht alle Dialekte reden. Ich denke, generell hilft es dir, wenn du Schweizerdeutsch lernen und dann, wenn du kannst mit den Basler reden, dann nachher tust du dann sehr wahrscheinlich auch ihren Akzent aufnehmen. Lörrach, ist das schon Deutschland? Nein, ich weiß gar nicht. Ich muss Olivia, du musst auch Konfi machen. Vielleicht nicht heute am Abend. Hallo Laura, also du sagst, Lörrach ist noch Deutschland. Goge, du kommst
aus Frankfurt. Also wenn du schon Hochdeutsch kannst, gut Hochdeutsch kannst, dann nachher lernst du sehr wahrscheinlich schnell Schweizerdeutsch. Erstens ist es wichtig, mal verstehen. Und im zweiten Schritt kannst du dann anfangen reden. Genau. Lörrach ist schon Deutschland. Lörrach ist der Grenzübergang auf jeden Fall. Auf Deutschland. Gut, also morgen reden wir über das Kochen. Laura, ich hoffe, du kannst dabei sein morgen. Vielleicht hast du irgendein super Rezept, wo du gerne kochen daheim, wo du kannst mitteilen mit den Leuten, zum Beispiel in der Konversationsgruppe nach dem Live. Dann nachher kannst du das schon vorbereiten und dann können alle davon profitieren. Okay, bis morgen am 8. Ich hoffe, ich sehe euch und bis sonst wünsche ich euch eine ganz gute Woche und macht's gut. Tschüss zusammen.